Goede Samariërs alle. Es war goed hier te zijn. Het is goed en schijna zondagsmorgens te gaan en met vrede en moed naar de kerk te komen en ons hart op te stellen en horen wat God ons reden wil. Wanneer ik de gelegenheid had hier met te delen en dat woord zei, ik kom horen wat God ons te zeggen heeft, dan meen ik, mijn karakter zei als alle anderen, because ik bruk God zijn genoeg karakter zei als alle anderen, want het vandaar dan ook mijn gelegenheid is hier met te delen. Het vreet me immer waar wanneer ik tijd neem en wat God het lezen doe en dan wanneer dingen uitdagen doen. Op eenmaal dan zit meerdere dingen hangen hem aan dan een vers en een eng en wanneer dat mij persoonlijk reden dat vreet me immer toe. Dan weet ik dat ik kan te andere krijgen zoals dat te mij heeft kunnen. En zo van daar aan, wanneer we ons dan aanloten, dan willen we ons van daar aan op een van de message vragen stellen. Wat we dingen doen in ons leven. En wat we de dingen doen, dat we dat zo doen, is te opgeschreven zijn. En mijn verlangen is dat ik wat het zo uitbreng, dat het wat verständlich zijn. En dat je wordt antwoorden vinden, wat je de dingen doen, omdat God zijn noemt wat kan verherrlicht worden. En dat we dat zo leven, dat mensen dat aan ons zijn kan, dat we leven, dus krijgt dat wat het in de Bijbel zijn dat. Goed, ik heb een message nemen waar we God nemen te beden. Gerechter Vater in Himmel, we komen voor die en danken en prijzen die voor wer du bist. We danken die voor een leven het woord, de Bijbel, wo we bij lezen kunnen, wo we ons angesprochen fühlen, wo we ons abgebüht fühlen en wo we dienen jes en fühlen können, wo we ons den aanloten doen. Vater, ik vraag ook dat u ook deze halve stunde hier met ons zijn en ons hart opmerken dat dien jes wat kan te ons reden en dat we worden kan lichter zijn wat door dagen doen en de dienstere steden, dat die noem wat kan verherrlicht worden. Vader, zij in deze tijd in Jezus zijn naam. Amen. Wanneer we naar de kerk komen, en we komen erop dat we worden gleichen wat te krijgen, maar we komen erop plus dan hebben we moed met gemerkt, wat een grote onderscheid merken, waar ik hier reden doe. Niet dat ik wat een woord anders zijn is anders, maar wat je wordt krijgen. Dat was een grote onderscheid meer. En zo mijn wens en gebed is dat wanneer we zetten en horen wat God zijn woord te zijn heeft, dat dat wat ons beweegt. Meer krijgt ze zijn als alle anderen. Mij hangt van daar ons de gedanken erin te leiden dat we een dienende einstellung hebben. We vinden zoveel durch de schrift dat ons aangesproken wordt te dienen. En Zehnungen komen meest immer bloß durch dein. Wir wollen sehr wenig mal eine Sehnung kriegen bloß von uns was geben lassen. Yes, wir kriegen Sehnungen von anderen, wenn die uns was geben. Aber eine gerade Sehnung, eine Sehnung, was uns da wird, erfreuen, ist durch dein. Und so das ist mein Wunsch und Gebet für mich selbst und für uns alle. Wenn wir uns mal ein bisschen nennen, loten in Psalm 122, Vers 1, dit wo David seine Anliegnissen uitbrengen dat. En hij sagt es dit in Psalm 122, Vers 1, ein Lied von David op de reis naar Jeruzalem te zingen. Hij weer op een reis naar Jeruzalem. Maar een andere weet je wel zijn, hij weer op een reis, hij weer op een weg naar de kerk. En aan val een lied bij, hij weer zo vrouw om de kerk te voeren en hij zong voor vrede. Zegt het, ik vrij me met die door zeden, wel we naar Gottes huis komen. Wel we naar Gods huis komen, wel we Gods naam verherrlichen, dan vreit hij zich. En dan in vers 2 zegt het, onze feitstunden en dienen poorten, o Jeruzalem, de vrede aan de gemeinde. Onze vrede voor de kerk en onze vrede voor de gemeinde wordt een grote onderscheid merken waar we ons te nemen doen, waar we ons te nemen laten doen. En dan in derde vers zegt het, Jeruzalem is door te gebeurd dat het een stad is waar mensen toekomen zullen. Jeruzalem is door te gebeurd dat het een stad zal zijn waar mensen willen toekomen. Waar de willen God aanbidden, waar de willen God dienen. Dit ram je draait naar de gemeente, dat zal graag de stad zijn. Vers 4. Dat is waar den Herren
seine Stamm, wo den Herrn seine Stamm hingehen, den Herrn seinen Namen zu loben, so als Israel vergeschrieben wird. Ein anderer Wert, du hingehen, wo Gott sein Volk kommen wird. Gott plant das dann mit dem Volk Israel, dass sie sollen nach Jerusalem gehen. Du sollen sie Gott anbeten. Du sollen sie Lieder singen und loben. Als der erste Tempel angesehen wird, dann werden viele Gruppen von Sängern angenommen, angestellt. Aufgehend Lieder für die Teil, was wieder werden top sind, zum Gott sein Tempel ansehen. Dann soll der gesungen, da soll Gott gelobt werden. Und dort wir Jerusalem gebüht. Dort ist Gott seine Gemeinde von der. Dass wir durch sind, Gott seinen Namen verherrlichen. Und wenn wir top kommen, soll es nicht sein, an mir selbst zu dienen, aber es soll durch sein, dass ich was kicken, was mir Nächsten wird fehlen. Was mir Nächsten nicht auf ist, dass ich dem was geben, dass ich kann abgebüht und gesehen werden. Vers 5 sagt es, willst durchstehen, die Thronen gerecht zu halten. Een andere weet je zijn, door zijn de offices wo wir Dinge klargestellt. Door zijn de counselors, wo wir können Ruhe kommen, wenn wir nicht weiten. Door soll klargestellt worden. Dann sagt er, die Thronen, die David seine Familie kommen. Ein anderer wird David wie aus einem gerechten Mann. Und hier wird die Gerechtigkeit festgestellt. Dass die da hingehen, die sollen sich roden, die sollen sich halten, wenn es fehlen wird. Und dann in Vers 6 sagt es, bet, dass Jerusalem mag Frieden haben. Ein anderer wird sagen, wir sollen immer bereit sein zu beten, dass Gott seine Gemeinde wird Frieden, eine Gemeinde wird Frieden sein. Dann freuen wir uns vielleicht eine Gemeinde auch Frieden, weil der Feind, der sie mehrlichste, zum Kinder Gottes sein, ihn einzuschieben, durch Kleinigkeit, oder durch wird nicht klar verstanden sein, oder nicht klar gesagt sein. Und hier sagt es, bet, dass Jerusalem mag Frieden haben, mag dort die Gott gehen, wo die Gott sind. Die wird Jesus Leben sein, dass dort wird Gott gehen, dass Frieden im Herrn immer wird wasen und tonehmen. Und dann in Vers 7, mag du Frieden sein zwischen deinen Wegen, und dass es in deinen Palasten gelecklich teuert. Ein anderer wird, dass die sich handgegeben haben, eine Port von der Gemeinde Gottes zu sein, dass du wird Frieden sein, dass du nicht wird Unfrieden sein. Und David der ans Mut zu sprechen, dass wir wollen beten, dass dort kann sein. Dass wir nicht wollen das Glück alltid nehmen. Von der sagen wir vielleicht alle, yes, wir haben Frieden, uns geht es scheinen, wir sind glücklich und mutig. Yes, ich agree mit das. Aber dann sagt es auch, dass wir sollen beten, dass dort kann es dort bleiben. Und dann in Vers 8, da sagt es, an meine Brüder und Freunde erhalten sei ich, weil ich will die Frieden wünschen. Und ein anderer wird, dass wir hier manchmal tun, da ich mal zwischen einen Stell holen und da wir uns Brüder und Schwestern ein Grüß wünschen, ein Segen wünschen. Und hier sagt es, kriegt dort, im Psalm 122, Vers 8. Ich will die Frieden wünschen. Dort ist mein Verlangen, dass du Frieden hast, dass die das schon geht. Und dann in Vers 9, an den Herrn, unseren Gott, sein Haus, sind halben. Und an die Gemeinde erhalten, sein, ich will den Bastard segnen. Ich streng mich an, und seg, was die zum Basten dein wird. Dort ist mein Verlangen. Wenn ich will, dass die das schon geht, wenn die das schon geht, dann will ich mich gesehen fühlen. Aber wenn du durchgedreht bist und anmutig bist, wo soll ich nun sehen gehen? Wo soll ich hingehen, mich abbühen zu lassen? Deswegen sieg ich den Bastard. Und dort ist die Einstellung, die wir haben, wenn wir in die Kirche kommen. Nicht bloß du, wenn wir uns begegnen, wenn wir einander Dealings machen, oder wenn wir einander handeln damit, verschiedene Dinge. Dort ist immer mein Ziel, den Bastard zu sehen. Dort ist, wer wir als Gemeinde Gottes sind. Dort ist, wo wir in die Gemeinde Gottes bestehen, weil wir segnen nicht uns wählen, wir segnen unseren Nächsten, den Bastard. Dort ist, wo wir durch sind.
Wir haben uns mal anschauen, was Jesus deed in Philippa, der 2. Kapitel, Vers 6 und wieder. Wir haben uns die Verse mal lesen und betrachten, was durch sind. Das ist, wo Paulus beschrieben hat, was Jesus für einen Dienst getan hat. Was sein Deinen hier auf dieser Erde wir. Wir alle sind mit der Schrift gut bekannt, aber von dem werden wir uns noch einmal anschauen. Paulus beschreibt, was Jesus auf der Erde für einen Dienst deed, oder was er getan hat auf dieser Erde. Vers 6. Jesus wird von seiner Natur her Gott, er wird Gott, aber dort sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Jesus wird wie Gott im Himmel, und er kijkt vom Himmel rauf, und er sagt, dass die Menschen, die sind verloren, die haben kein Rat. Und er wird auf der Stadt, wo alles fein wird, wo das auch nicht fehlen wird. Und dann sagt er hier, dass dort hält er nicht fast, wo das alles schein wird, wo nicht fehlen wird. Und das haben wir uns nachlassen, dann, wir haben das Schein, uns geht das Schein. Und wir gleichen die Dinge, was wir tun, wir fühlen uns tüßig mit dem, und das ist reich, und das ist fein. Aber holen wir dort auf einmal zu sehr fast. Und gleichen bloß uns Schein gehen und uns, dass wir gesehen sind. Das ist eine Frau, was wir uns kennen. Jesus hält das nicht fast, dass er das alles Schein hat, dass er das alle Beste hat und sehr gut wird. Er hält das nicht fast. Er verleiht das alle und kam hier und du haben die Gelegenheit gehabt, das kennen zu lernen. Da sind noch viele Menschen auf dieser Erde, die haben das noch nicht klar gekriegt. Die haben noch nicht diese Gelegenheit gehabt, oder die haben noch nicht das angenommen, wann sie diese Gelegenheit gehabt haben. Vers 7 sagt er, er trug sich dort so aus Gott seinen Ut, nahm eine Gestalt an aus ein Knecht und war dadurch so aus wie Menschen, geboren aus ein Mensch. Jesus, der kam auf die Erde und er war krass eigentlich von der uns. Er wie ein Körper, er hat eine Seil, er wird weidun, er schalt nicht drei. Unsere Natur ist vielmals so, dass wir wollen drei schalen, wenn uns was weidun, oder wenn uns was gesagt wird. Jesus deed nicht. Dort wo wir lernen von. Er kam auf zu dein. Und dort ist was wir auch wollen. Wir wollen dein. Und dann in Vers 8. Damit möge er sich gering und wird gehorsam bottom dood, ja bottom dood am Kreuz. Er wird gehorsam bottom dood am Kreuz. Und dort ist was wir wollen. Wir wollen gehorsam sein, whatever das kosten wird. Diese dienende Anstellung, die wir an David seine Geschichte sein werden, die wir sein dann, was Paulus über Jesus geschrieben hat, was wir auch auf viele andere Stellen würden lesen können, bei Gott Jeschus, das nicht zu lesen. Und dann werden wir mal gucken gehen, was Paulus sagt in Philippa 1, Vers 12. Wir werden uns durch mal zusammen Versen verführen. Und dann andenken dann an unsere dienende Anstellung, wenn uns was nicht geglaubt hat, wenn wir dienen, wenn uns schlecht behandelt wird, wenn wir gedient haben, wird unsere Anstellung durch ein vielmals leicht wohl sein und was es soll sein. Philippa 1, Vers 12 sagt es, Brüder, das soll je weiten. Was soll wir nicht weiten? Paulus der Schrift hier wird ab, was wir weiten sollen, und wir werden hören, was das ist. Sagt es, was ich durchgemerkt habe mitgeholfen, das Evangelium zu verbreiten. Wir weiten, dass Paulus wie im Gefängnis, als er das geschrieben hat, haben wir angestoppt worden, wegen was? Wegen es hat versucht mitzuteilen, was diese gute Nachricht an wir. Er hat andere Menschen das verteilt, was der gute Nachricht wir an Jesus Christus. Er hat Menschen mitgeteilt, was Psalm 122 geschrieben wird, dass wir sollen immer den Nächsten sein Bastet sehen. Wir weiten, dass Paulus der ging manche Herden, er bleibt nicht so sehr manche jüdische Volk, er ging manche Herden. Was vorher nicht möglich wird. Und er dein Demang, er wird open. Und als er dort dein deed, dann wird er im Gefängnis gestoppt für das, was er deed. Die Menschen können das nicht annehmen, wenn er sagt, aber was die Menschen ihr Zustand wird. Und er sagt, die Menschen ihr bastet. Und er wird verhandelt. Dann sagt er, was ich durchgemerkt habe, hat mitgeholfen, das Evangelium zu verbreiten. So vielmals, weil wir
haben, das soll einmal alle schein gehen und das soll alle einmal angenommen werden, wenn wir was sein. Wir würden gleichen, wenn wir eine Gedei haben, dann würden wir gleichen, wenn der angenommen wird. Und wenn wir anstatt zu loten, das hat uns sehr viel geholfen, dann würden wir gleichen, wenn andere das auch würden tun, wenn das hat mir gesehen. Und ich glaube, Paulus hat in gewässert auch diese Einstellung, aber dort wird nicht angenommen. Und er sagt in Gefängnis und sagt, der Bruder, das soll je weiten. Dort, dass ich im Gefängnis sitze, dort ich gepriegelt worden sein und gesteinigt worden sein und all dort, er sieht nicht an, was sie am getan haben, aber er sieht, was das für Frucht gebracht hat. Was das hat getan, dass er das durchgemerkt hat. Und dann sagt es dit in Vers 13. Doordat es allen im Regierungspalast en ook anderen dat klar worden, dat ik wegen Christus en deze keden zie. Dat wat we doen, zal zijn dat de anderen dat klar worden, dat wat ik durchgaan, dat ik dat wegen zo means, Jezus Christus mijn Herr en mijn Heiland is. Hij is dat mij leiden dat. Van hem laat ik mij leiden. Zijn jes valt mij en geeft mij overtuigingen dingen te doen. En ik doe dat even wanneer dat ook niet aangenomen wordt, of wanneer dat ook veracht wordt, of sogar ons getuurd wordt voor dat wat we dat doen. En dan in vers 14 zegt het, en durch meine Gefangenschaft haben de meeste Brüder im Herrn mehr Mut gekregen, Gott sein Wort noch driester en vruchtloser te predigen. Durch dat wat ik durchmerke. Aber wenn wir sagen, dat andere wat durchgehen, dat ons dat anspornen. Denk wir so, wenn nicht wie so driest war, dann würde das nicht geworden sein. Wenn ich denke, als ich kurz bekehrt wir, in Fall 4 wir, ich kann nicht still sein von dort, was ich belebt habe. Ich sage Dinge und das wollte Ruth. Und dann habe ich Dinge jeden angekriegt. Und das ist, glaube ich, auch ganz reich und gut und das ist fein. Aber Paulus sagt nicht dort, was sie am hatten angetan, aber er sagt dort, was passiert wieder dort, was sie am getan haben. Und dort ist auch mein Wunsch und Gebet, dass wir auch würden dort sein. Und dann in Vers 15 sagt er, wenn das auch so ist, dass einige Christen sich aufgangs oder Streit sich predigen, so dann andere das doch aus guter Meinung. Wir sagen dort verschiedene Wege für sich Menschen von der ersten Tag, andere Menschen zu bewegen. Und wir würden vielleicht ab Samstäden sagen, das ist nicht sehr reich, oder das ist, wenn es angewandt ist, dann soll wir dort nicht während uns Rüte sein, wenn das mit Gott sein wird sterben. Aber wir sollen klar sein, dass wir Gott sein jetzt horchen tun. Paulus sagt, Menschen, die predigen Christus in Aufgangs, in Habsucht. Und dann in Vers 17 sagt es, gerne der Christus mehr in Aufgangs, als in reinen Brief predigen, meinen sie wollen mir die Gefangenschaft nach Schwander mehr. Wir sehen hier, dass Paulus hat ein bisschen andere Ansicht, vielleicht im Predigen oder was immer er tut. Und er fällt dort, was gerne tun, das bringt er zu bieten, das Schwander wird verarmt. Aber er freut sich für dort, was mehr Menschen Evangelium rüberbringen. Oder mehr Menschen dristig genug sein mit dort, was sie erfahren haben. Und dann werden wir mal kicken in Kapitel 2, Vers 1 und wieder. Das ist, wo Paulus Frauen stellen hat, wo wir uns Frauen wollen. Philippa, Kapitel 2, Vers 1. Merkt gegen einer den anderen mutig in Christus. Treust gegen leiftulich. Habt ihr in Jesus Gemeinschaft. Sind ihr jünd von Horten Gott. Kennt ihr mitfeilen mit dem, was leiden. 5 Frauen habt ihr hier. Und dann der zweite Vers hat 5, das sind nicht Antworten, aber hat 5 andere Frauen Antworten dazu. Some sind Antworten, aber die sind nicht gleich überein. Aber das sagt 5 andere Dinge. Wann die oberste 5 haben, dann sagt er in Vers 2, dann merkt mir diese reiche Frau, oder dort merkt mir diese reiche Frau, dass die einig waren, wenn du nicht ganz einig hättest, erst dann, dass die damit schauen, dass die einig waren. Die alle gleichen Gott sind, nicht ein Dollar gleichnis in den anderen. Und dass die einen anderen Gott verdrehen können.
En dan dat je alle naar een luisteren. Waren 5 dingen. En dan in vers 3. Wat een grote danger is voor al deze 10 dingen wat ik te gelezen heb. Zegt het, zie niet nodig en eergeizig. Want wie eergeizig zijn, veranstreben, bloß an Andenken doen, dat is een hindernis voor al die 10 wat ik te opgenannt heb. Dan zegt hij weer, veel meer acht den nächsten Hech als jezelf. De dienende einstellung brengt den anderen Hecher als onszelf. Vers 4. Je zullen niet bloos naar dat kijken wat jezelf interesseert, maar ook naar dat wat den nächsten interesseert. Ziet euren ander zo gezonnen als Jezus Christus zelf weer. Eine Geschichte. En dan werden we ons weer den aanlopen. Keith Miller. Ik weet niet wat van jou geleefd heeft. Maar hij was een businessman, een drukke businessman. En had niet veel tijd gehad voor God zijn woord. En een dag als hij de Bibel lezen deed en op eenmaal antwoord dat dingen nog kunnen anders zijn. En dat het werkelijk leven is. Dan wordt hem dat thuis morgens een beetje later. Hij is dat op eenmaal klaar geworden. God zijn geest, die heeft hem gereed en hem is dat klaar geworden. Dingen die moeten changen. En door al dat hij daarna heeft deze ervaring gemerkt. En vrouw is hem haar geworden. Is hem dat alle een beetje later geworden. En dan komt hij niet rijden met een zucht. Hij wordt zijn rijden komen. Maar als hij zo bozig is als later geworden. En je weet dan. Hebt hij een andere een jong aan en die heeft een puzzel of die heeft wat in de hand. En daarom dat hij de hand heeft, verschattert alle. Zodat alle verstreedt op hier. En ja, hij denkt een beetje aan, maar dit heeft hij de hand gehad. Hij houdt te stellen en helpt een kleine jongen dat te oplezen. Over dem wat zij dat te oplezen doen, wordt zijn zucht van het zuchtstation weg en hij is dan bloos niet uitgekomen. Als ze dat dus alle heeft opgelezen en ze vorig zijn, dan staat das kleine jongen op en kijkt aan het blik in je gezicht en vraagt hij, bist du Jezus? En daar kan we veel wat van leren. Een dienende einstellung gaan, dat meer mensen feilen dat du als leven. Du is meer als plus wat we gewend zijn. Du is meer als wat we hier geleerd hebben. En zo, deze man zegt, als hij dus weggegaan, dan heeft hij voets dit design, wat dat deed, wanneer we een dienende einstellung gaan, even een kleine jongen helpen puzzel te lezen. En zo, dat is wat we willen. Nu hebben we ons teruggaan en vrouwen nog eenmaal, Philippa, de tweede kapitel, de eerste vers. Merkt je einer den anderen mutig in Christus. Wanneer ons weer wordt komen vrouwen, als we ons een ander mutig merken doen in Christus, ik geloof we alle worden gleich te zeggen, ja, dat is wat we doen. Maar wanneer ons dan wordt vrouwen, wat is dat? Wat wordt dan voor een antwoord aan? Worden we dan op eenmaal zeggen, oh, ik weet niet. Of worden we, krijgt ze dit Keith Miller, würden sie können sein, dass ich sind willig zu dienen, wenn es ein Puzzle zu lesen. Oder wenn es anderen, was abheben ist, aufgefallen. Oder wenn es fehlt, bitte voeten krijgen doen, als ons suchen, ons business ook voorbij gaat. En dat zou ik mezelf vragen. Hoe draag kan ik zijn, waar op eenmaal dat licht niet meer dagen deed. Van Jezus, dat andere kind vrouwen leefde nog. Als dit is Jezus handelen deed. Wat druk zijn ik? Wat doe ik, wanneer we vrouwen, merk ik anderen mutig in Christus? Ga ik de antwoord? Kan ik zeggen, yes, ik doe? Kan ik me daartoe vrij en zo'n antwoorden te geven? En wil ik dan zeggen, ik weet niet. De tweede vrouw, 30 jaar leeft toeleg.
Weil dort ist vielleicht eine leichtere Antwort, was wir würden können geben. Dort tun wir leichter, und ich glaube, dass sie bei uns sehr tüßig, wenn irgendwo erst, dass wir uns ineinander trösten, wir befolgen, wir halten, das glaube ich alle, vielleicht einer da ist der andere, einer weniger ist der andere. Aber dort glaube ich erst bei uns tüßig, und dort fällt uns nicht so schwer, und das tun wir leichter. Und dann die nächste Frau, die dritte Frau, habt ihr eine Gemeinschaft? Und wenn uns wer fragen wird, hast du eine Gemeinschaft, was wird unsere Antwort dann sein? Haben wir eine Antwort, dann antworten, wenn uns wer fragen hat, dass wir eine Gemeinschaft haben? Und wenn wir eine Antwort haben, was würde es sein? Die wird probably verschieden sein von einem nur den anderen. Aber ich glaube, alle von uns würden sagen, yes, wir lesen die Bibel. Oder yes, wir beten zu Gott. Und ich glaube, dort ist ein gerechtes Ding, eine Gemeinschaft haben. Aber ich glaube, das geht noch wieder, dass wir untereinander eine Gemeinschaft haben. Ich kriege es für eine Anleitung hier, dort, was Priscilla und Aquila deuten zu Paulus. Sie gingen mal und sagten, das macht anders tun, das ist nicht reich, dass du das glauben das. Und Paulus will wirklich das anzunehmen. So dort haben wir zu tun, das ist ein Port von eine Gemeinschaft haben. Das vierte Frau sagt, sind die von Horten Gott? Ich glaube, da wird wir alle auch können sagen, yes, das sind wir. Wird uns dann auf einmal kurz was befallen, ich sehe, ob er uns im Bett was schlachtet über meinen Bruder. Ich kann mir uns nur sagen, ihr euert über meinen Bruder. Und ich habe noch nichts mit getan. Das sind alles Dinge, wo wir uns können fragen. Wenn wir Philippa 2, Vers 1 lesen, dann, und dann die fünfte Frau, können die mitfallen mit dem, was leiden. Freien wir uns, freien würden wir uns vielleicht alle nicht. Aber können wir geduldig mitfallen? Können wir das fallen lassen, dass wir fallen mit, so es uns nächstes nicht gehen wird? Haben wir alle eine Antwort, wenn uns diese Frauen gefragt wird? Und ich glaube, wenn wir nicht haben, dann sollen wir an uns gehen und sagen, warum habe ich nicht eine Antwort für diese Frau? Und der zweite Vers, das ist dann nach Meier, aber der Titel ist aufgerannt und weil wir selbst, weil ich wieder uns den anlassen, uns selbst fragen, dass ich für all die eine Antwort habe und dass, wenn andere uns beobachten, dass die wollen können sein, und mir lassen den Mann hat mit Jesus zu tun gehabt, dass wir ihn, der kann sich Such vorbeifahren lassen und der kann Zeit nehmen, für kleine Puzzles zu lesen für uns nächsten. Mag Gott ihn segnen.